Willkommen, die Damen und die Herren, Freunde, für eine neue Mission Blick auf Europa. Dockkanal, das ist so, dass wir die erste Session heute zu Straßburg haben das Woche. Sind da 12 am Jahr am Ganzen, das wisst ihr. Und es war das Woche ganz viel Außenpolitik, ganz viel Problematik auch, was die aktuellen Themen angehen, ja, Sicherheit. Einerseits auch natürlich die Flüchtlingsproblematik, dann die Situation in Polen. Alles das waren Debatten mit zum Teil auch Resolutionen, wo ich noch nicht weiter darüber gehen, weil ich einerseits das schon hat oder eine andere darauf zurückkommen. Zwei Sujets wollte ich am Anfang mehr genau belichten. Das ist einerseits Digital Agenda, eine Proposition von der Kommission von Ende 2015. Und die zweite Sujet, das ist natürlich Präsidenz, einerseits der Bilan von der Lützeburger Präsidenz und andererseits auch den Ausblick von der holländischen Präsidenz, die die nächsten 6 Monate darüber hält. Wenn ich so eine digitale Agenda, dann ist das für anfangen, digitale Bandenmärkte zu kreieren, den schwätze viel von Big Data, schwätze von Cloud Computing, das heißt alles, die ganze Digitalisierung hält mit riesigen Schritten hält das so. Das geht einerseits an unserer Gesellschaft, andererseits aber auch alles, was Handel anbelangt, und natürlich auch an der Arbeitswelt. Die Kommission hat eigentlich hier Strategie. Es handelt sich um eine Strategie für Europa, für die 28 zusammen zu festigen, für, wie gesagt, in digitale Bandenmärkte zu machen. Die Kommission hat das auf 3 Pilien aufgestellt. An den ersten Pilier ist eigentlich für, wie gesagt, das grenzüberschreitend Kaufen, Internet von den Sachen, von den Waren, für das mir einfach zu machen. Und da denkt den automatisch direkt dran, was wir auch fordern vom Parlament aus für den Geoblocking, für den aufzuschaffen. Aber wenn ich so Geoblocking, dann ist das etwas, was immens wichtig ist für Lützeburg. Lützeburg, ihr wisst, dass wir als kleines Land ganz oft nicht können am Ausland über Internet kaufen, online kaufen, weil wir einerseits eine Kreditkarte haben, die an unserem Land hier sitzt, dann andererseits nicht unerkannt ist oder keine Adresse haben an den Ländern. Das soll, wie gesagt, aufgeschafft gehen. Post hat zum Beispiel übrigens auch schon daheim reagiert, dann ein Projekt vorgelöst, wo sie ein Projekt gestartet, wo sie am Anfang den Konsumateuren die Möglichkeit geben, eine Adresse an Deutschland oder an Frankreich, wo dann in dem Moment die Waren dahin können geliefert gehen. Das, wie gesagt, soll dann natürlich den zweiten Pilier auch ein bisschen den Verbraucher an den Mittelpunkt zu stellen, mit seinen Rechten für auch zu sagen, alles, was wenn wir offline kaufen, natürlich, wenn wir an normal gewünschten, an normalen Geschäften kaufen, normalen Handel betreiben, dann innerhalb von nicht über Internet, also das heißt normal, dann hat ihn da eine ganz paar Garantien und das gilt auch darum, für die auszuweiten, wann es, wie gesagt, online kaufen ist, dieselbe Garantien, dass den noch die hat. Dann der dritte ist natürlich auch die ganze Innovation, wo es dem Innovation schafft, wo es dem, den wir unbedingt brauchen in Europa. Da wird geschwärzt von über 400 Milliarden, was das zusätzlich soll dem Wirtschaftswurst bringen. Das ist auch von den Pilien und dann natürlich auch, aber ob das, wo ich ein bisschen mehr konkret auf dem Dossier geschafft habe, weil ich am Beschäftigungsausschuss bin, das ist die Arbeitswelt. Das heißt, wenn wir gucken, die ganze Arbeitswelt wird ändern, es werden ganz viele Normaljobs verschwinden. Es geht von den Leuten, von den Optimisten gesagt, kämen da 2 Millionen, 2,5 Millionen kämen dabei. Muss ich aber auch sagen, dass einer Studie sagen, dass da mindestens 7 Millionen wegfallen, sodass den da spürt, dass die ganzen Coop-Sachen ersetzt gehen durch das Internet, durch Maschinen, durch Roboter und so weiter. Das heißt, da besteht eine große Herausforderung für uns Arbeitswelt. Dann natürlich auch die Leute, die da an dem Umfeld aktiv gehen, die sich auf Plattformen zusammen, die sogenannten Crowdworking, wo dann die am Anfang eine Dienstleistung anbieten. Die sind nicht mehr an einem normalen Arbeitsvertrag, die bieten sich selber an als Selbstständige, sie bieten eine Dienstleistung an
Und da muss ich gucken, wie was für ein Arbeitsrecht eigentlich dort zutrifft, wo was für einem Land, und dafür schaffen wir dafür, das europäisch zu kreieren. Einerseits aber auch als ganz System von der Security Social, auch das, wie gesagt, wo sind die Leute versichert, sind sie überhaupt versichert, müssen sie sich selber versichern und so weiter. Und alles das wird ein grosses Sujet gehen. An den dritten Sujet ist natürlich auch Sicherheit und Gesundheit auf der Arbeitsplatz, wo ich Schattenberichterstatter war für die EVP an dem Dossier. Aber wenn ihr neue Formen hört von der Arbeit, von der Arbeitswelt, da kriegt ihr noch da ganz viele Bereiche, wo die Sicherheit und Gesundheit nicht mehr so zutrifft, wie das im Moment der Fall ist für die Leute. Und auch da müssen, wie gesagt, Gesetze geändert gehen, da müssen Reglementer geändert gehen, da müssen neue Standards geschafft gehen und so weiter. Und das heißt, das ist ein ganz wichtiges Sujet. Und du hast ein Rapport dazu gemerkt, vom Parlament, den eigentlich eine Antwort ist auf die Strategie von der Kommission. Einerseits, wie gesagt, Ökonomie, andererseits Gesetzgebung an der Arbeitswelt, sodass wir da 6 verschiedene Komiteen haben darüber geschafft. Und ich bin froh, dass so ein guter Rapport rauskommt, dass wir den noch mit einer ganz hohen Majorität aufgestimmt ist. Zu der Präsidenz will ich sagen, dass Lützeburg eine ganz ordentliche Präsidenz gemacht hat, die letzten 6 Monate. Der Bilan ist auch insgesamt ganz positiv bewertet worden. Das ist natürlich einerseits auch darauf zurückzuführen, wie wir das auch schon gesagt haben, die Leute, die Funktionäre, die am Hintergrund da sind, das heißt die Leute, die eigentlich ganz konkret verhandelt haben, haben eine super Arbeit gemacht, praktisch an allen Domänen. Aber wenn mal etwas nicht geglückt ist, da wäre das möglicherweise nicht der richtige Zeitpunkt oder einfach verschiedene Länder die wollen nicht da, für zu einer Lesung zu finden. Einerseits muss ich auch sagen, dass die Entwicklung, die wir im Moment in Europa haben, dass die auch die Aktualität immer so eine Präsidenz am Anfang aber dominiert. Flüchtlingsproblematik wird dominiert, Sicherheit durch terroristische Akten dominiert. Und da, wenn ich zum Beispiel an PNR denken und Passagierdatenerfassung für an der Luftfahrt, dann hat am Anfang die terroristische Uchlei, dann haben die dort der Präsidenz entgegengespielt, an den Dossier konnte zufriedenstellend aufgeschlossen gehen. Also ihr seht, dass nicht so schlecht, dass am Endeffekt auch wenn etwas dabei rauskommt, wenn ich noch schrecklich muss bedauern, dass die terroristische Uchlei da stattgefunden und dass die am Anfang dazu gefeuert haben, dass wir hier eine Einigung gefunden. Am Eisenbahnsdossier als der Minister Bausch einen ganz guten Job gemacht hat, ob der Regel von den Dienstleistungen, ob der Attribution von den Dienstleistungen hat den Ausnahmen fertig gebracht für kleine Länder, für kleine Entreprisen, was ja als Lützeburger und als CRL am Besonderen zu gut kennt. Was nicht gelungen ist, dass die Struktur von den Eisenbahnen so den Dossier aufzuschließen, den geht in der holländischen Präsidenz weiter. Und da hoffen wir, dass den dann an demselben Geist wie die Lützeburger das angepackt haben, dass den noch weitergeht. Passagierrechte sind wir nicht vorgekommen aus den bekannten Gründen. Ich hoffe, dass das in der holländischen Präsidenz dann noch besser geht. Den Dossier, wie gesagt, haben die Lützeburger nicht weitergetrieben. Sonst am Beschäftigungsausschuss haben wir fertig gebracht, am Dossier Eures eine Einigung zu finden am Trilog an. Auch ein ganz wichtiges Dossier, das gegen Schwarzarbeit, das heißt eine Plattform zu gründen, wo die Länder alle gut zusammen dran sind, für gegen Schwarzarbeit zu kämpfen, gegen Schwarzarbeit vorzugehen. Also ich meine, das ist auch ein ganz wichtiges Dossier gewesen, den der Minister Schmidt fertig gebracht hat, für den zufriedenstellend aufzuschließen. Einer Ministerin hat die Männer heieren, hat die Männer gesehen, verschiedene hat die gar nicht gesehen, sodass den auf denen Dossier noch aus irgendwelche Schwierigkeiten daneben noch nicht weiterkommen, wo man dann noch viel Hoffnung an die Holländer steht. Wenn ihr seht Holländer, dann haben die schon die Arbeit untermauert. Den 1. Januar sind eigentlich auch schon die Somme von der Luftfahrt schon den 20. 21. Januar aufgehalten, wo am Anfang die Strategie von der Kommission, wo ich darüber geschwärzt habe, für 2 Wochen, wo die ganz konkret versicht umgesetzt gehen, wo wir auch darauf schaffen, auf verschiedenen Dossieren, auf verschiedene Rapporten. Dann den Eisenbahnspaket, wie ich gesagt habe, hoffen wir, dass den unter der holländischen Präsidenz zu Ende kommt. Insgesamt muss ich sagen, dass die holländische Präsidenz ganz viel auf Wachstum setzt, ganz viel auf Innovation, ganz viel auf Arbeitsplätze, natürlich auch eine Antwort zu finden an der ganzen Migrationspolitik, wo der Sujet eben an der Aktualität da ist und also auch die nächsten Wochen am Ende noch nicht wird verlassen.
Wat mir bësse gefehlt huet, dats der sozialen Aspekt vun der Präsidentz do huet de Premier de Route neich gesot of hunner or an hireieren Dokumenter fan den do relativ weinech. Ich hoffe, dat sich nach ändert. Mir denke do Sozialdumping besonders am Bausektor, aber auch besonders am Transport, sodat man do werden de holländische Präsidenten herausfordern. Weil Dir wisst jo dat ich hat letztwoch dafür geschwert, Ensenderichtlinie lo op der Lecht soll gehol gehen neigemerk gehen. Wir werden mat grosser Ungeduld oder opfir dat Marianne Thyssen Kommissarin dat firlädt, sodat man darüber Werte schaffen, auch eng Harmonisierung von der Security Sozialwert muss stattfinden. Die wisst, immer mehr über die Grenzen raus geschafft, es gibt immer mehr Plagen an engem Land geschafft, do an engem Land geschafft, dann dat die Security Sozial durch die Harmonisierung, dat die direktiv neigemerk muss gehen, sind wir als bewusst, als evident. Da spielen natürlich auch Diskussionen mit Großbritannien ran. Großbritannien so ledet man det, mussssen enke gesot kreen, dat sie net bei alles eng Ausnahmen könne kreen an noch hai sie schon soviel Ausnahmen sind net am Euro, sind net am Schengener Raum an sofir. Dat hecht muss awergent van enke so am Platz dat mir als Strukturen alles mussten ëmbauen op hire perschen Entere mussssen sie awer enke so hai. Wir sind an dem Club, aber wir mussten auch nicht mehr Rechte, wir auch Pflichten anhalten für an so einen Club wie die Europäische Union zu sein, sodass wir da nicht richtig vorkommen. Das bedauere ich. Wo wir vorkommen per Konter, das ist sicher der Gesundheit auf der Arbeitsplatz, wo die Kommission in den nächsten Wochen, die wisst, dass ob den krebserregenden Substanzen, ob den krebserregenden Stoffen, sind wir der Meinung gewesen als Parlament, dass das nicht anständig konsideriert wird. Die Kommission lädt löscht 450 der Substanzen, wo wir dann darauf schaffen, wo dann noch Limite gesagt gehen, wo auch wissenschaftliche Etüden müssen berücksichtigt gehen. Und da werden wir auch da, wie gesagt, ein ganz interessanten Dossier, den ganz viel Leute wird schützen an Zukunft auf der Arbeitsplatz gegen den Krebs, gegen die Suiten von Krebserkrankungen. Das ist für mich ein ganz wichtiges Dossier. Dann auch nach weiter an der Security, also an der Sozialpolitik, soziale Sockel, Sozialgrundrechte. Da möchte die Kommission auch eine Proposition demnächst, wo wir da werden drauf schaffen. Alles, das geht, wie gesagt, in der holländischen Präsidenz führen. Und wir sind gespannt. Bekanntlich zeigen die kleinen Länder sich gut aus darauf her. Auch die Holländer haben eine große Erfahrung. Und ich bin ziemlich sicher, dass auch sie eine ganz gute Präsidenz werden. So viel von Straßburg. Kleine Resümee von den vielen Aktivitäten, die wir hier hatten. Und bis die nächste Woche ein Kehr von Brüssel. Vielmals merci für das Nachgucken.